Goedemorgen Sola. John Peters hier vandaag met twee thema's. Het is dat Geburtsraecht in de staat van de hier geboren bent, is dat in je voor, wat wel Trump met dat. En het tweede, dat is de Wehrdienst oder den Draft. Sagen onze Duitse jongens im Dezember hebben we alle ten kreeg. En dat we waren je nu dit video veel beter film als verder. Het toekomst. Ik zie John Peters, ik voel me erneut gezond, dankzij voor die beter het laatste jaar. April disaster. Weer een jaar wat ze mij hier diagnosed hadden met bloedkreeft. Ik ben nog hier, prijs dem Herrn. Ik kon hem maar doen. Ik was gezonder. Ik was vader. Mijn haar komt terug. En zo dankzij ben ik goed wellicht dat je weer wordt beten. Juni de eerste is de laatste dag waar ik chemo inneem. Ik heb nu groot 4 chemopillen in me. En mijn körper schakt zich immer beter toe. So, die erste Frage, Trump will haben, dass die Stadt soll nicht mehr Geburtsrecht geben, für so Leute, die geboren sind. Aber das ist ein Vers voll. Er sagt, wenn die Eltern hier nicht Papieren haben, dann soll das Kind nicht ein Citizenship kriegen, oder hier steht das Reich haben. Die Ursache dafür ist, er sagt, das muss für die schwarze Sklaven gewesen, das Gesetz will, in 1868, wie ihr merkt, dat is een constitution neergeschreven waar Trump zegt dat ze aardig uitgelegd worden. Hij zegt dat we voor de zwarte Sklaven, dat is niet voor mensen die hier van Mexico aankomen. Hij redt zo van de rijke kneisen, komen hier aan en gaan hier baby's en dan zijn dat steeds citizen. En dan 21 jaar wieder gaan de ouderen papier nadenken. Hij zegt dat is niet voor dat, en hij heeft dat kans, maar de hoogste court genomen im land, de Supreme Court. En zo bij 2 weken terug hebben ze dat vergesteld, bij het zien. Die ziet wat Trump ziet en die ziet wat een jong Trump is. En zo Trump dat daar strijden, dat we voor de zwarte geloven, dat is niet voor nu irgendwem, om dat misbruiken. En de Supreme Court, zo ze dat taxeren duiden, zo ze dat een beetje bereiken kunnen. Ik geloof die worden jong Trump gaan, wenn dat gezegd in de staat zegt eenmaal, wer op steedje hier geboren is, dat is een steedje citizen. En dat is wegen zo uitgelegd worden. Dat wordt irgendwo 4 juni den eersten, oder 4 juli den eersten, wordt dat nog afkomen met een entscheidung. We waren zo niet zijn, ik wil een fresh video maken, waarin we dan je entscheid hebben. Ik geloof Trump wordt diesen verspelen, maar kan aardig zijn. Krijgt es Trump zegt, dat is zo je misbruikt worden, en dat is niet wat het eerste zaad meint. Het moet zijn wat het doet wordt met geven. De tweede punt is, du is je reden erom, die je is ook niet gezegd, dat stemt, dat is niet wat alle pluralieren. Dat Dezember den 1. soll jeder Mann, was 18 ist, automatisch geregistriert worden für den Militär oder für den Militärdienst. Die erste Frage ist das ein Draft. Das wichtigste Wort ist das ein Wehrdienst? Macht man die Jungs zum Krieg automatisch? Die Antwort ist nee. Das ist really korrekt zu nee, was ist. Wo wieder pas nee. Weil wenn ein junger Mann 18 wird, dann soll er sich registrieren lassen für die Militärlist. So, du musst halt so weit, wo der ist und wie alt er ist, soll das Krieg geben, da würden sie den Kontakt. Früher ist mir alle sterben gleich, aber Jungs machen ja immer. Die meisten von uns haben es getan, dass wir 18 werden und Drivers müssen. Ich das und die hast du hoch. Viele haben es gemisst oder geskippt, noch kann Leute Trouble geben, wenn du für Citizen einregst, dann musst du dir erklären, warum du das nicht getan hast. Die meisten würden sagen, ich habe das nicht gewusst, oder ich habe das nicht gedacht. Nur 26 Bruchsgleich. Und so, das ist nicht ein Draft, das ist nicht ein Wehrdienst, das ist bloß eine Registrierung. Und die merken das bloß leichter, wenn ich auf Computers, dass ich auf Tablets, dass ich auf Phones, und nu entsteht, dass die Salzmods, die registrieren für das Militär, nu wird das automatisch werden, oder automatisch, wenn die Drivers merken, das ist wieder und so wieder. Oder Leute, was auf der Liste sind. Das ist nicht ein Draft, die stets hat den Wehrdienst oder den Draft und in 1973 haben wir abgehört. Soldaten, die nu in de städtische Militär dienen, zum Beispiel dort in Iran, weit auf, oder laatst in Venezuela, die kriegen alle betalt. Das ist einfach ihr Lohn, das ist ihre Arbeit, die kriegen einen wirklichen Check. Die Städte haben nicht mal einen Wehrdienst. Ich sage nicht, dass das über 3 kommen, wenn da dabei mal hastig ein großer Krieg auf, dann würden sie weiten, wo die Jungs alle sind, dann würden sie den anrufen, das ist, was das Registrierung ist, bis sie weiten, wo die Bärs aber nicht Angst haben, haben nichts geändert. Die merken dat plus leichter oder dollar automatisch om die registreren. Het helpt er halt, laat het zien, en vertaal de